Gendag, lieve vrienden. Vandaag willen we ons alle tijd aan het joy klok 4 namiddag treffen. Aber wenn es die Situation dort nicht zulässt, wollen wir vandaag durch diesen Kanal einen Vortrag halten. Vandaag möchte ich über das Thema Freid reden. In das Thema würde ich mich vor 5 Jahren vielleicht noch nicht gewählt haben. Als ich auf das Thema komme, dann wäre ich in eine sehr schwere Situation in meinem Leben. Und ich möchte von der Karte mein Zeugnis vertellen, wer ich darauf gekommen bin. Und dann möchte ich auch in der Bibel die Verse verlesen, was mir geholfen hat. Und ich möchte in das Buch was vertellen, das ist eine Frau von der Stadt, was das Buch geschrieben hat. Freid, drajcht. Und sie hat uns Thema. Freid, drajcht. Und dort 3 Sachen, also mein Zeugnis, die Bibeltexte und das Buch, möchte ich Ihnen von der mitteilen. Ich hoffe, dass Sie auch davon was mitnehmen können für Ihr Leben. Wir gehen ungefähr 2016, wir ich in eine sehr, sehr schwere Situation. Da wir ich so weit, dass ich in der Schule nicht mehr Kraft hatte für meine Arbeit. Meine beiden Kinder, wir haben 2 Kinder. Die waren essentiell im Studium. In der Schule, ja, was ihr all seht, hatte ich keine Kraft mehr. Ab all das noch passiert noch, dass in meiner Klasse, wo ich Klassenlehrerin war, was Gertrud sich Tipp gewandt hatte, eine sehr schmacke Gruppe von 16-jährigen Jugendlichen, was wie Gertrud den Stich sehr schmack Tipp gefangen hatte, war ein Schüler vom anderen umgebracht. Die Geschichte war ich noch keine von Loma Plata 2016. In dieser ganzen schweren Situation wie ich in einer Buchgruppe, wir sind 3 Frühs, manchmal 4, was eine Buchgruppe hat, und da kommen ab das Buch, dort wird wir durcharbeiten. Und ich nahm das Buch in der Hand und frug, was soll ich mit dem Buch das Jahr anfangen? Davon ist bei mir nichts, keine Freude. Und dann dazu kam dann noch, dass Loma Plata halb überschwemmt wird und dass die halb Menschen sich bloß mit dem Wasser befunden. Zum Glück, wie wir an der anderen Kant wurden, hatten mit dem Wassertimers keine Sorge. So, wir wohnen auf dem Sand und wohnen nicht im Wasser. Das half mir dann sehr viel geholfen. Meine Freundinnen saßen im Wasser, mit der ich das Buch durchgearbeitet. Ich hatte eine schwere Situation in der Schule und sei alle die Überschwemmungen. Und so sagten wir uns Tipp, wir würden trotzdem das Buch Freid, was mir drajcht, durcharbeiten. Dann, am Anfang von das Buch, kommen wir ab dem Text, das ist der Grundlauf von das Buch. Das ist in Jakobus 1. Kurz finden. Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Das Text, wie mir niemals euer sehr abgefallen aus dann. Meine Brüder, ich würde nur sagen, meine Schwestern, nehmt dort mit Frieden an, wenn je auf verschiedene Wege geprüft und versucht wurde. Das ist ein sehr harter Vers. Nehmt dort mit Frieden an, wenn je geprüft und versucht wurde. Dadurch, dass ihr Glaube an die Versicherungen bestehen bleibt, lehre je geduldig sein, dort darf je weiter. Das ist ein sehr kraftiges Wort. Das hat für mich sehr stark geredet. Wieso kann man Fried finden, wenn man an Versicherungen kommt? Und wieso kann man Fried finden, wenn man im Glaube geprüft wird? Das ist keine einfache Sache. Das hat sehr deutlich zu mir geredet. Nur eine Fried zu sehen, was über alles bleibt, was nicht vom Wasser abhängig ist, was nicht davon abhängig ist, als ich in ein Problem im Haus sehe oder in ein Problem in irgendeiner Situation, sondern eine Fried, was noch dabei wird. Und ich hoffe, dass wir alle Tipp zu dieser Fried finden oder dass wir die uns auf Sieg merken dann. Und dann in Römer 12, Vers 12, so leicht zu behalten. 12 ist der
Zahl von Jahresmonat. Da steht, seid Frau in jene Hoopning, geduldig, wann je liede, anheulend im Gebet. Seid Frau, habt Hoopning, auch wann je liede. Das ist nochmal derselbe Inhalt uitgedreht, was in Jakobus. Es ist sehr interessant. In ein dritten Vers, und dann möchte ich wieder auf das Stück eingehen. Der dritte Vers, was mir sehr geredet hat in der Situation, ist, Hiob wie in seiner liebender Mann. In Hiob, Kapitel 8, Vers 21 und 22 steht so. Hei wat die Wader zum Lachen brengen, und du wirst für Freid schreien. So, das ist ein sehr schönes Wort. Hiob hat viel mehr als wie alle, glaube ich. Und der sagt, hei, das ist gemeint Gott, wat die Wader Lachen merken. Und hei wat die Halpe, dass du für Freid schreien wirst. Ist das nicht eine schöne Botschaft? Und deine Feind waren sich schämen matte, steht da auch. In der Bibel ist das. Deine Feind waren sich schämen matte. Und der Gottlose waren steht verlieren. Du wirst gewinnen mit Fried, weil du den Fried von Gott hast. So, und dann, wenn ich auf das Buch angehe, was bedeutet eigentlich Fried? In diesem Buch ist dadurch können, dass sie definiert. Das war ich noch ein paar Mal wiederholt. Das hat mich sehr gemacht in das Jahr. Das sind nun 2015, 2016. Das sind 5 Jahre, 3 Jahre, 6 Jahre, 3. Fried ist der ruhige Gewissheit, dass Gott alle Dinge in meinem Leben in seiner Hand hat. Das stille Vertrauen in meinem Hart, dass schlussendlich alles gut werden wird. Das ist, was die sehr riecht, wenn man sich diese Welt mal sagen lässt in seinem Hart, dass schlussendlich alles gut werden wird. Und die feste Entschlossenheit, Gott über alles zu loben. Kriegen den, was ich lebe und was du lebst. Die feste Entschlossenheit, das ist eine Entscheidung mit dem Kopf, Gott über alles zu loben. Und das stelle Vertrauen, und diese ruhige Gewissheit zu bewahren. Das ist die Definition von Fried, was diese früh, das ist eine keine Waren, hat noch nicht genug gesagt, von stets über Fried sagt. Und ich möchte kurz ein bisschen feststellen, was in diesem Buch steht, damit die Leute, was mir inhaltlich hier geholfen hat. Das Buch habe ich in ein ganzes Jahr durchgearbeitet. Ich wollte Ihnen sagen, wenn jeder anstreben, dass Gott Ihnen den Frieden schenkt und die Gewissheit bei Ihnen schenkt, dann wollen Sie eine Abgabe finden. Und dann wird Gott an Ihrem Leben wirken. Dann wollen Sie nicht bloß immer der Leidende sein, was andere helfen kommen müssen. Dann wollen Sie selbst abstehen und selbst andere helfen gehen. Wenn Gott gibt die Fähigkeit zum Helfen und zum Abstehen, und der gibt dann auch die Kraft, zu gehen und andere zu sein, wo wir vielleicht viel schlechter nach als mich, wo kann ich wem zum Sehen sein. Und du hast uns gehorsam gefragt. Gott weiß dir Schritt für Schritt, was die deine Seele und was die deine Derbe. Das habe ich in den letzten Jahren sehr stark erlebt und da habe ich eine sehr große Umstellung gemerkt. Als Lehrer muss man immer alles planen und alles klar haben. Und in Gottes Schule, da sagte bloß immer, den nächsten Stopp. Ich war die halbe den anderen Stopp zu finden. Und dort erkennen, wenn es der nächste Stopp, dort ist, war ich immer einfach, aber dort ist gefragt. Und dann gehorsam sein. So, wir wollen nun auf das Buch mit angehen. Also, wie Sie sehen, der Fried hat auf eine Probe stellen. So steht es in der Bibel. Und diese ruhige Gewissheit, ich will nochmal auf dort angehen. Das meint ruhig bleiben und gelassen bleiben und sich nicht treiben lassen und hetzen lassen. Dann kann man überhaupt nicht mehr klar denken. Also Freundlichkeit und ruhig bleiben an sich, das will auch gelehrt und geübt sein. Und das stille Vertrauen, das bedeutet nicht immer wieder der Angst und der Sorge abkommen lassen. Wer wird es Marie sein? Wer wird es Eva Marie sein?
Einfach stell vertrauen, Gott hat alles in der Hand. Und Gott wird versorgen, wenn ich sein Wille erkenne und die Weg gehe, was er mir weist. Und, das ich al seht, der entschlossen hat, dass es in einer Welle in auch im Kopf denke. Du hast nicht bloß die Gefälle gefragt. Uns fällt das nicht immer da noch, dass wir uns freie wählen. Wir wählen uns manchmal hängen lassen, oder plötzlich sagen wir gehen lassen. Und das gehen lassen, dort soll wir als Christen sehr vorsichtig sein, weil wir uns gehen lassen, ja. Wir sind von Gott für die Frieden geschafft. Gott hat den Menschen geschafft, zum Arm anbeten und zum Arm verherrlichen und zum uns freien. Das wird immer gleiche und treuere Deel geben. Aber der wirkliche Friede geht tiefer. Der hat nicht Angst und Sorge und Furcht verbreiten. Jesus sagt, in der Welt, wo ihr immer wieder Angst habt, dort ist menschlich. Aber versucht die Angst immer wieder aufzugeben und auf die Freiheit zu kommen. Diese Autoren, die Schreiberin von dem Buch, die Kai waren, die haben sich auf sich gemerkt nur der Fried. Und da kommen sie auf diese Bibelvers, was ich all gelesen habe, besonders dem von Hiob, er wird die Wader lachen lassen. Sei wie eine sehr tiefe Depression, viele von ihnen weiter, was er meint, eine Depression haben, eine schwere Deal haben. Und dann hast du das so dargestellt, wenn du ein halbes Glas Wasser steht, das ist der Unterschied, als du das halb voll oder halb ladig sitzt. Da sitzt du, weil du innerlich angestellt bist. In solchen Fällen ist das an die Salzbeine oder an mich Salzbeine, wie soll ich die Sache? Meist bloß davon hängt das auf, wie es mir geht. Dort, wo ich non-kriege, wie ich da non-kriege, das bestimmt, wie es mir geht und wie ich fühle. Also, man wir sehr abpassen, wenn eine Sache wie uns im Kopf fallen lassen. So hat sich aber sich gemerkt, dass er depressiv wird, aber sich gemerkt nur Personen in der Bibel, wo verschiedene Probleme und auf Leid reagiert haben. Und sie haben einen sehr großen Unterschied gefunden an verschiedene Personen in der Bibel, wie die reagiert haben. Und dann sagt sie, mit Frieden auf Leid reagieren, dort ist eine Entscheidung. Und dann erlebt man Frieden wirklich. Und sie kommt hier auf das Beispiel, ich will ein Beispiel von dort, was sie findet in der Bibel, Paulus und Silas, als die im Gefängnis saßen und leiden mussten und danach auch schuldig leiden mussten, stellt ihr mal vor. Und was deuten die? Die deuten singen und die deuten sich freuen und die deuten dort die Menschen in Gott mit. Da steht in der Bibel, der dachte so klar als Stirns und lobte Gott in ihrem Liede. Und dort ist ein sehr gutes Beispiel. Und dort fängt sie dann auch manch all die Personen in der Bibel. Und dann hat sie wieder nur gesagt, wenn wir Jesus seine Abgabe abgeirrt, Jesus seine Abgabe wir ein Lebensweg, dort wir seine Abgabe, damit wir Tränen. Sein Wesen, sein Innerstes wir Fried. Er lebt Fried, aber seine Abgabe wir Liebe. Und dort kann man voneinander trennen. Mit dem Kopf hat er klar, dass er den Auftrag erfüllen will. Aber er wie ein Mensch, was sich freut. Was mir abgefallen ist in diesem Buch, durchgehend, dass Jesus sich immer freut an Gemeinschaft mit Menschen. Der viel mit Menschen hat. Und so lange mit Menschen hat, was er meid wird manchmal und sich dann trägt oder allein sein will. Und die Gemeinschaft mit Menschen, das hat Gott uns geschenkt, das gibt eine sehr tiefe Friede, besonders wenn man eine rechte Gemeinschaft pflegt. Jesus wirkt ab Fasten und ab Vieren, da hält er sehr viel von. Der hat ja ab eine Faste Wein gemerkt und der hat verkehrte Faste gegangen. Und er hat wenn er sich wohin sagt oder wenn er sich wohin stellt und anfängt zu reden, dann kommen die Menschen alle. Und er wie ein Redner, er wie
Ein Meister von der Kommunikation. Auch als die Jünger die Kinder Jesus brachten, dann sagte nee, Leute hier bei mir. Die können hier rumsetzen, aber Bescheid sagen, ich kann jeder wenigstens widerreden. Die Kinder wollen am, haben wir attraktiv, die Menschen kommen am, wen sie im Wesen und wen der Nähe entgeht. Macht wieder auch ein Mensch sein, wo die Menschen jeder Hand kommen und was entgeht tät. Oder das, wo Petrus auf dem Wutter geht, und Jesus kommen will, das ist auch so ein fernes Bild. Immer, weil wir euer auf der Wahlkirche kreuzt ist Petrus, und dann gehen wir so weit an, ja. Aber Jesus sagt, kijk nicht mehr, kijk nicht nur die Wale. Dann warst du auf dem Wutter bleiben, dann war wir am Buberkant bleiben. Das wünsche ich, dass wir diesen Stich finden. Die Autoren haben sich aber sehr gemerkt, nur ein Bild, wo ein lachender Jesus-Bube ist. Und sie haben eine Buchhandlung, wo die Bilder in der Kunst verkaufen, neue Frucht nach Hand, der gesagt, ein lachenden Jesus, ein Bild habe ich gut. Aber ich will sein Bild haben. Dann hat er geholfen, zu sehen, nur sein Bild zu kommen. Und dann haben sie ein Bild gefunden und dann darf sie 3 Tage später aufholen. Dann sagt sie, warum gibt das auf der Welt rennen alle Wege so viele Bilder, große Bilder, und gemalte Bilder, und ausgeschnittene Bilder, und Steine angehakt, wo Jesus am Kreuz hängt, wo Jesus sein Leiden hat. Und warum gibt es meist keine Bilder, wo Jesus sich freut und wo Jesus lacht? Wenn es sein Wesen wie Freid, seine Abgabe wie Liebe. Und dann haben die gesagt, ja, warum soll ich 3 Tage lernen in ein Bild, wo Jesus lacht? Und weißt du, wo das Bild wie? In einer Schandzeitung. In einer Schandzeitung, was eigentlich die Jugendlichen nicht mehr lesen sollen. Da wird das Bild bei nicht zu finden. Einzige war die Zeitung vielleicht haben, weiß ich nicht, war die Emma Hans, sie wird zufrieden mit das, dass sie das dann gefangen hat. Und sie fängt immer da an noch zu denken. Und dann will ich jetzt nochmal versuchen zu erklären, wie das Pfeile, die Gefeile und das Döne und das Denken-Typ hängen. Das ist nicht so, dass die zuerst hohe Gefeile haben und so die Gefeile und dann gehen die was Döne und dann wird die Denken positiv. Das ist umgedreht. Ich muss ihn im Kopf entscheiden, weil ich denke, ich will mich freien. Die Entscheidung muss im Kopf passieren. Und dann gehe ich nun, dann tue ich noch. Wenn mir Geld geht, also das kommt dann zum Schluss. Wenn ich getan habe, wenn ich das im Kopf klargestellt habe, dass ich mich freien will, dann kommen die Gefeile heran. Ganz sicher. Das ist sehr interessant. Sehr viele Menschen von der ersten Tag fragen, immer ich will Freiheit mich von dir, wie geht es mir? Und dort wollen wir ich mal klären. Das ist der falsche Angehen. Was will ich von dir? Wie will ich mich von dir feilen? Und dann, der ich dafür Wort, und dann feile ich mich dort. Das ist ein Stich, was man gleich sehr auch hastig fängt, aber prüft das mal. Ich habe das geprüft und das lohnt sich. Und dann Freid und Leid. Die hat immer in 2 Gläser, so aus Bagegläser. Hier ist der Frieden, hier ist das Leid. Und das gibt in jedem Alltag so lang, als es ihr geben wird. Wir freuen uns, hier wird ein Babychen geboren, hier ist was schmackert, hat geregnet, und wir haben Blumen, und wir haben so viel, wo wir uns freuen. Und wir haben hier sehr viel Leute. Du hast war da wir gestorben, du hast war da wir kräftig gekriegt. Und so. Das geht immer nebeneinander. Und weißt du was, wenn wir uns auf 2 Gläser Hand stellen, dann sagen wir, wenn wir die Flankette, das ist, wenn weit hier ein Punkt ist, dass das ist der Tape kommen. Der kommen durch Tape. Der bliebe es das. Das bläst es wie das Säune, dass das ist der Tape kommen. Und das Punkt, wo der Fried in das Leid, dass der Tape kommen war, wird ich im Himmel sein. Dann war wie ich verstehen, wie Fried und Leid nebeneinander gerannt ist. Wenn Jesus war da kam, dann wird es bloß noch Fried geben und nicht mehr Leid. Für weil ich noch darüber rede, wie sieht wie uns der Fried?
Das gibt Menschen, die sagen, ohne dass ich mir mal was Geld tun, ich will Tasse Kaffee, Geld steht hart. Denen sich damit Geld nicht immer, vielleicht ja. Wie seht ihr nur die Deutsche Freid Ferkel an der falschen Stelle? Eine Chips, oder eine Schokolade, oder ein, weiß ich was. Jeder weiß, wo er sieht, wann am eins was fehlt. Oder eine SMS schreiben, oder ein Anruf merken, oder WhatsApp. Vielleicht, wie seht ihr nur Frieden? Aber vielleicht erst, dass unser Gott die wirkliche Frieden bringt. Das ist diese Autoren das erklärt, das ist, wenn wir eine uitgedrehte Schwester haben, und das nach 2 Geräte. Vielleicht weiß ich im zweiten Schakal, wie das ist, wenn man eine geräte Schwester hat. Und wo bleibt das Wasser? Das versichert eine Eid, und die Schwester muss erins, wenn die vielleicht damit war, wo der Beine bleibt. In einer falschen steht, seht ihr nur Freid, das ist keine als ein gerätene, uitgedrehte Schwester, seht ihr, sagt sie. Ich sie vielleicht oft ganz sich, wenn meine Nobasche viel haft, wenn ein schmackes Auto hat, ein besseres Haus hat. Ich sie vielleicht oft ganz sich, wenn eins wie einen besseren Arbeitsposten haft, wenn der früh kann auf Arbeit gehen, ich mal Haus bleiben. Ich sie vielleicht oft ganz sich für dort, was gerne früh essen, was nicht ich sie, oder ein Mann. Ich sie vielleicht oft ganz sich, dass ich nicht auf der Rechte stehen wohne. Ich möchte vielleicht viel lieber am Meer wohnen, oder weiß ich, wo ich hier wohnen würde. Nee, und ich erwarte von Menschen viel zu viel. So, das ist, was nicht das rechte Siege ist. Gott wird immer da sein. Und Gott hat ein anderes Werte, siehst du, wenn wir das kapiert haben, dort bei uns abnehmen, dann, wo wir an der rechten Stelle Siege gehen. Dann, wo wir nur eine Qual kommen, wo das Wasser niemals abhielt schälen. Das meint aber Gott vertrauen und Gott loben in dunkle Tiden. Das ist, wie am Anfang all gesagt haben, das ist Jakobus und das ist Paulus und Silas deuten. In dunkle Tiden Gott loben und sich trotzdem freuen. Dort ist ab der Rechte steht, seht ihr. Und dann, wo wir anfangen, Schatze zu graben. Ich sehe all eine Qual, wo das Wasser schält, wo wir sind, und wir waren auch Schatze graben. Wir waren bewusster leben. Wir waren eine engere Beziehung zu Jesus, sonst war das Fehler, wenn wir nicht dicht bei Jesus gewesen sind an den Tag. Wir können mit Jesus Mate trinken oder Frühstück essen, oder wo immer wir eine Zeit können uns anriemen, das wollten jeder selbst bei sich, und da einfach ab am Hören lernen und seine Stimme vernehmen lernen. Diese Frau sieht, in ihrer schwierigsten Situation, da wir als ein Gretchen krank wir, eine ziemlich schlimme Krankheit, ihre Schwiegertochter wir krank, die hat einen sehr schlimmen Kräft, und dann wir noch ein Verwandter gestorben, und dort noch hat sie noch Brustkräft und am Schluss noch ein Hütkräft. Dort wie ihre Situation. Das ihre dunkle Tide. Sie sagt, nicht durch. Ihr einer sehen, wird sehr schwer psychisch krank, und ich habe das nachher neu gesagt, der hat sich sogar selbst angebracht, das hat sie nicht abheilen können. Und was der früh alles durchmerkt, man dann in Buch schreiben kann, wenn ein Freid mich drajcht, das redet die und zu mir. Und so sagt ich, in dieser Situation ab der rechten Stelle Schätze sehe. Menschen verstehen lernen, Menschen sein, was bei sich an sind. Habe ich an so Nobasche, habe ich sein, dass eins sehr leiden muss. Und sie sagt, in all ihrer ganzen Situation hat ihre Nobasche angerebt und sie hat nicht in Uhr gehabt für die. Und diese Nobasche hat sich dann, ich werde das Kart merken, diese Nobasche, was ihre Nobasche wie, die hat ein paar Mal gesagt, sie wie einsam, und sie wusste, dass es nicht geht ging, aber sie hat selbst viel zu viel Leid an sich, in Raum sich, ich habe ihr jetzt abgeteilt, was sie alles durchmerkt. Und der Mann hat nicht reagiert, als der früh angerebt hat, auf Arbeit steht, und sie hat
Ich glaube, an dem Tag hat er sich nicht bei ihr gemalt, weil mir mal vorher. Und sie hat sich auch auf den Titel genommen, aber nicht genug. Und dann wird sie an, mit Kranken, wie auch steht, mit eins Pferde, nobas er put, und der ist krank, und er wird im Krankenhaus gebracht. Und der hat sich selbst umgebracht. Der ist dann nicht tot, aber im Krankenhaus stirbt sie. Und dann sagt sie, meine eine Nobasche stirbt bei mir, und in Verzweiflung bringt sich selbst um, und ich habe mich so in mein eigenes Leid angesteigert, das geht doch nicht. Sie bekannt dann sagt, dass der Nobasche stirbt an der Falle, aber sie sagt, das ist ein Traumtje, das andere Menschen helfen, und dann war ich selbst eine Freude darüber finden. Das Buch hat zwei große Hauptteile. Das eine ist, der Mensch ist für den Frieden gemerkt, hat all erklärt. Und dem wir Umdenken lernen, hat auch all erklärt, mich für den Frieden entscheiden. Und dann kommen die Gefälle heran, um das Karte zu drehen. Und dann, wie kann ich den Frieden in meinem Herzen fast verankern? Dann, wenn ich dort durchgegangen habe, dann kommt als viertens die Veränderung, die ich erfahre, und der Frieden, die ich in meinem Alltag erlebe. Die Entscheidung liegt bei dir. Du musst die entscheiden. Ich muss mich entscheiden, als ich konstant will, meine Gefühle fördern, dass mir nicht geht von dir. Ich hatte mal jemanden gesagt, als wir in Ascension wohnten und studierte, wenn du dir fragst, wer jettet die von dir, dann sagt er, das immer Matjalmo. Das hörst du hier auch manchmal, das Matjalmo. Kann man sich vielleicht auch lernen, das sei, mir hat eine Mutter, ich habe nicht viel zu klären. Da kann man das vielleicht ein bisschen positiver ausdrücken. Oder wenn man allemaal macht, irgendwann fangen wir an, viele Menschen an, die gehen mal zu Frauen, wenn es dann kaum war, sehr viel Ritt, was der nicht schein ging. Wir wollen das Leid sein, aber wir wollen mit dem Jammer Ritt kommen. Der Fried an die und an mich, der muss gepflegt werden. Das ist eine kleine Plant. Und ein so Kornchen ist, oder ein Aufleier, oder eine Zeppel, das kommt etwa etwa eine Bläderches Ritt. Und vielleicht kommt der Wind und dockt der Scheuf, wenn der die Wasser ist, dann muss ich den Stock anstärken, der anbringen mit besonders bei diese Zeppelbläme, was in dicken Steinen haben, die muss man dann vielleicht manchmal anbringen, wenn es zu windig wird. Und der muss vielleicht mal dunkeln, oder der muss vielleicht eine gute Ware, mindestens, wenn es nicht regnet. Und so ist es mit der Fried. Wenn der abgegangen ist in meinem Hort, dann muss ich das pflegen. Dann muss ich das fördern. Und nicht das merken. Und so dort kann ich die Fried an andere Menschen pflegen und nicht das merken. Ich möchte dir ein Beispiel vertellen aus unserem Leben. Ein Nachmittag, klockan 4 ungefähr, rief mein Mann mich an. Der rief mich mal selten an, wenn sie so viel Arbeit hat. Und rief mich an und sagte, von der aus möchte ich Gast mitbringen. Hier sind von kleinen Sommerfeld Menschen, die geht kann. Und die Frau ist das Haus kann uns kommen. Was habe ich zu uns merken? Meine erste Reaktion war, ich habe nicht wirklich nicht uns merken, ich wirklich nicht Gast. So, ich sagte, ich war mir wel terugmelden. Ich bete durch und dann dachte ich so, der Fried kann ich meinen Mann merken. Wenn an der Beziehung wichtig ist zu den Menschen, ich kann den Menschen nicht, aber der Menschen hat den Arm und sie aber den sehr scharf zählt. Dann war ich der Fried für die Menschen, und dann war ich der Fried für meinen Mann. Und als ich da über gebetet habe, dann rief ich an und sagte, ja, das war wie deine. Wir waren vielleicht eher die Käupe fahren, aber wir waren was Handkriegen. Und weißt du, als so oberst der Lied ans Bier reiste, und als der Frau sagt, wie sehr sie sich freut, dass sie dahin kommen. Und mir nach sehr viel gebracht hat, sehr lesen, und ich weiß nicht, was alles, was sie gemerkt hat, dann habe ich mich sehr geschämt, dass ich diese Freude nicht wird, wie er und bei meinem Mann vielleicht teilgelassen haben. Und dann, warum können wir uns nicht manchmal teilbreiten, uns nicht ich vergeten und für andere Menschen eine Freude merken und für andere Menschen da sein. Und da war wir die Freude tausendmal zurückkriegen. Die Freude, die wir geben, kommt ins eigene Herz zurück. Ja? Die Freude, die wir für andere merken,
Und der wie wiedergeben, der kommt immer terug an die eine Tod nehmen. Diese Kai waren verteilt, weil sie ihren Mann wollen Fried merken, aber das wie ihr Konzept gewesen. Sie hat sich gedacht, ihr Mann braucht nie Assado raus. Dann hat sie sich sehr gemächt Assado raus gekauft. Und dann hat sie das Teil mit einem Strom gedreht. Und dann hat sie die Kamera abgestellt und alles, was dort überregt war, was in dem Moment, weil sie dass ich frei wird, das will sie gefilmt haben. Und dann Weihnachten, als der Mann das Assado raus aufdreht, dann sagte er, für so ein Assado raus, wie habt ihr eint? Ja, bei uns ist Eltern verrastet, das sind den, das reicht nicht so viel. Ich brauche nicht Assado raus, ich will das andere Höhle. Und so ran, und da hat sich die Kerze in ihrem Kopf und mit dem Film wieder schmeißen, dann hat sie gelehrt, man muss auch ein bisschen am anderen Menschen anfeuern, anhorchen, um dem Frieden zu merken. Und ich weiß nicht, wie das wieder ging mit dem Assado raus, als sie das wieder verkauft haben, in der Wacheschanke, immer haben der Mann, weil sie alle das Assado rausheilen. Der braucht das gar nicht. Sie sagt, warum halt nicht, Nanje dacht, was wird mein Mann Geld tun und was wird ihm wirklich eine Frieden merken? Sie geht uns das manchmal, dass wenn wir die Menschen nicht Geld genug kennen, oder uns nicht auf die Angeleute Hand, dann tun wir manchmal das Falsche. Und vor allen Dingen soll wir auch davon ausgehen, dass die anderen Menschen auch Geld im Sinn haben. Und nicht immer an unserem Hort denken, die Welt für mich bloß dort und dort. Wir sollen nicht so sehr verurteilen, das wie, ich glaube, hier in unserer monastischen Welt besonders meist an, urteilen für urteilen. Die passen mal an die oder an die Schiffe an. Vielleicht sollen wir ein bisschen barmherziger sein, ein bisschen liebevoller sein, so als Jesus das gelebt hat. Ich sehe letztens unsere Jahreslosung, dass wir barmherzig sein sollen miteinander. Das leid wir bloß für mich und für uns. Und du hast so viel Bäne, wie viel Mitleiden mitgefallen hat Jesus. Und ich habe vielleicht davon bet lernen für unsere Mitmenschen. Und dann vielleicht auch das Bemühen von dem anderen Seine. Und das Zuhören lernen. Und Dankeschön sagen lernen. Und auch mal ein Lob reden zu lernen. Oh, du hast die von dir über deine Haarschmack gemerkt, oder die sieht im Gesicht besonders schlechtlich aus, oder weiter, das strahlt all aus. Da dürfte ich weiß nicht ganz genau, wer das gesagt hat, wenn die Christen ihre Botschaft wiedergeben sollen, dann soll dem Gesächtigten wird Erlöser sein. So, wir als Christen geben eine Botschaft mit uns Gesächten, mit uns sein, weiter. Wir können aber auch uns den Frieden kaputt merken lassen. Wenn wir uns solche Gesetze, die sagten nicht, diese Gesetze predigen, die können den Frieden kaputt merken. Und wenn wir uns so sehr überarbeiten, dass wir immer bloß müde sind, das kann uns auch den Frieden kaputt merken. Eine große Sorge, konstante Sorge und Angst, heute Ferial einmal angerät, merkt auch den Frieden kaputt. Und wenn wir immer alles perfekt merken wollen, dort kann uns der Frieden kaputt merken. Wenn ich heute wollte, perfekt irgendwas auf den Tisch bringen, und selbst gemerkt, und selbst so, dann hat ich niemals wem angelassen. Aber einfach mal sagen, das ist von dir und wir teilen das und das geht uns schein. Oder wenn wir immer bloß an uns selbst denken und niemals am Nächsten denken, dort merkt auch der Frieden kaputt. Oder wenn ich Tisch dreht vor mit eins, eine Kritik, was mir nicht gefallen hat. Ich darf das ruhig sagen, aber das muss einen rechten Ton in einem rechten Moment sein und nicht immer für das Ritt fahren. So eine Menschen, die immer für alles zu bemängeln haben und zu übermerken, die waren meistens gar so ihren Gesäune. Und wenn ich immer oft sich sehe ich auch nicht ein angenehmer Mensch. Und wenn ich undankbar sehe ich auch kein angenehmer Mensch. Dann merke ich mich und andere den Frieden zwei. So, das können wir gleich alle anlernen, und ich vor allen Dingen. Früher habt hier eine Studie gefangen, das ist von 2011, wen sind die leidlichsten Menschen in den Städten? Das wäre der Gruppe früher, was zwischen 45 und 55 Jahren wäre. Der lebte in Kalifornien, so ein angenehmes Klima.
Da wohnte dich bei einer Zone, wo bloß Feldgänger und nicht Rüke, nicht Autos wären. Der hatte mal 10 Minuten bei ihrer Arbeit steht. Der hatte eine gute Arbeit steht. Der mirke 30 Minuten am Tag Sport, meist alle Tag. Der Auto hauptsächlich oft in Gemüse und hatte nicht viel Kilos. Und die lebte meist alle an ihrer ersten Ehe und hat noch keine Scheidung erlebt. Und der hat ihre Kinder mit zwischen 27 und 36 ungefähr gekriegt. Und der hatte auch eine Gruppe Freunde. Und der hatte nicht alle ältere, auch nicht schwer ältere Öle, was sie betreuen musste. So, dort wäre die Gruppe früher, was das Leidlichste wäre. Aber wie viel sind dort, was dort alle Handkriegen, was dort leben? Meist keine. Und wie auch nicht. Und darf die anderen nicht auch glücklich sein? Darf ich nicht auch glücklich sein? Das ist mal ein solcher Menschen gemerkt, Mutstark. Der ich würde den beten und würde mir wünschen, dass wir uns Gottes Mutstark nehmen und dass wir uns gleich nicht absehen, dass dort abbühen. Dann, wie kann ich dazu kommen, zu mir selbst, zu einer Friede zu leben? Nur mir selbst abpassen. Ein gesundes Erde, das war ich hier nicht überreden, wird gesundes Erde erst, das war hier alle, wo mitkriegen. In Bettbewegung, eins gesagt, ich ran genug im Hausraum, das ist okay. Aber in Bettbewegung es geht, dass die Blutzirkulation geht dran. Und ein kleines Bett dann abpassen, dass ich wenigstens gedacht sie angenehm ist sei und nicht stinkt. Und dann nur meine Säule abpassen. Alle Verletzungen abriemen. Das gibt so viele Menschen, die helfen wollen. Therapie. Wenn du eine so schwere Kindheit in der Jugendzeit gehabt hast, dann geh nur eins, wem du vertrauen hast, und der wird dir wieder helfen. Und wem kannst du gehen? Die alle Wunden, die alle Verletzungen abriemen. Das wirkt Wunder. Diese früh, was so viel über die Freid geschrieben haben, was so ein Segen geworden ist, das Stück in eine Ehe, was bei dem Schäden wir. Und sein Mann haben sich rot gesagt und sie haben ihre Eheprobleme abgeräumt, dass wir am Rand von abriemen oder sich schäden lassen. Und das wäre eine schwere Geschichte. Versucht was zu tun, was jemand Geld hat. Ich weiß nicht, was die Geld hat. Vielleicht scheine Küche backen oder vielleicht mal eine Handarbeit häkeln oder vielleicht Rezepte utischen. Viele, ich weiß nicht, zu wem ich hier rede, viele, die hier Klavier spielen oder musizieren, und manche, die hier malen und Bilder herstellen. Manche, die, weiß ich was, eine scheine Seife wird dann mal ein scheine Butter legen. Das wird für jeden Schein geht. Und dann einfach Entscheidungen treffen. Weil ich immer weiter abtrinken komme, das ist eben der Timer. Ich entscheide mich, wie dich bei Gott ich leben will. Und wie dich bei Jesus ich bleiben will. Und das wird mich wohlfühlen, dort ist, was ein Utleid merkt. Sie sind eine Mentorin, eine Begleiterin für Freid. Und Freid ist eine ganz persönliche Entscheidung. Wenn ich mich für den Freid entschieden habe, kann ich das auch selbst erreichen. Ich kann das beeinflussen. Und dort, was ich nicht beeinflussen kann, was ich nicht selbst kann dienen, dort kann ich getrost Gott überlassen. Da liegt das Geheimnis bei. Bei den Mentoren von der Freid, das gibt immer weiter, das früher gesagt hat, wer ist für mich ein Beispiel gewesen von Freid? Und das gibt da auch für sehr wenig Beispiele. Vielleicht habe ich noch ein bisschen dort ausleben, was in der Bibel steht. Die Allerfrühe sollen die Jüngere helfen, und die Jüngere Frühe sollen ruhig die Ältere am Rot frauen. Das wird ich manchmal angedreht. Ich glaube, die Jüngere und Ältere Frühe kennen sich sehr bereichert an sich. Vielleicht sollen wir dort mal überlegen, wie wir das leben können. Ich habe, nu sehe ich alt von Mäden wieder,
En ik heb jonge vrienden wat mij zeer goed doen, van die ik zeer veel leren kan. En ik hoop dat ze van mij een beetje wat leren kunnen. En dan, beim Freid zitten ze wie, da zijn een paar Sachen, wat ons helpen, Freid te vinden. Onze 5 Zähne, wat we geschenkt gekregen haben, dat is Retje, een Feule, een Säune, een Heere, een Schmaatje. Über die 5 Zähne kriegen wir sehr viel Frieden. Retje, Feule, Säune, Heere, Schmaatje. Welch riecht een niet besonders Parfüm. Oder eine schöne Blume, eine Reise, die auf diese Reise wat richtig Duft hat. Welch fällt sich eine Wiege, wo man denkt, wenn das Keul ist. Welch Schmack settet eine frische Blume, wo dann wird, wo die Drappen boven sind. Wie fern hielt sich das, wenn es mal ist, der Fehl oder Pieper und singen. Oder auch ein Musikstück oder ein Loblied, was sich wirklich schön hielt. Welch schön schmeckt ein frisch gebacktes Brot oder ein frisch gebackte Tart. So, das hat Gott uns geschenkt, um das Leben genäut und um uns freie. Und wie geht das eine wirklich liebevolle Umarmung? Und wie geht das, wenn andere mit der Hund trägt und mir das wisst, dass ich was wird sie? Und wie geht das, wenn wir los die Draue halten? Und nicht sind Tunnelblick in die Prärie und sind dunkle Truhe und nichts sein, das, was ich vorher beschrieben habe. Ich bei mir bloß mein Alltag sei es, diese Früh, der hat wirklich viele Probleme, aber wir kennen alle, was sehen, dass bloß in dunkle Truhe ist, dann können wir uns schälen, dass wir nach da checken, nach hinten checken. Jeder Tag ist ein Geschenk für uns und jeder Tag können wir lernen, Frieden zu entdecken. Dankbarkeit ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor zum Frieden entwickeln. Ich gehe sehr viel im Pflegeheim. Ich habe über Jahre alle älteren, schwer Pflegeheim gehabt. Und das ist anläuflich, wie viel angenehmer, dankbare und freundliche Menschen im Aller sind, aus denen was bloß Grünze und Schlamme. Die waren vielleicht auch ihre Kinder durch Hand kriegen, aber die sind nicht angenehm. Und dort macht man im Leben üben. Was sie echt frei für meine dankbare, leiftolle, freundliche Mutter. Was mir jedes Mal, wenn ich was bringe, ich bringe dir vielleicht eine Zeitung oder er passt. Dankeschön, sagt er immer, dass du gekommen bist. Und jeder Tag, eine jeden wird leben, eine jeden wird Gottes leben. Dort gibt Frieden. Im Psalm 118, Vers 24 steht, das ist der Tag, den Gott gemerkt hat. Und das gilt für jeden Tag. Das ist der Tag, den Gott die geschenkt hat, mir geschenkt hat. Und in jeder Situation Frieden entdecken. Dort ist Gott so einfach. Ich will Ihnen eine kurze Begebenheit vertellen von Corrie ten Boom, das ist eine holländische Frau, die in der Hitlerzeit lehrte, wie angestoppt. Und dann kam sie in ein Lager, wo viel Frühes wäre. Und dann hatte sie in ihrer Stufe sehr viel Hopspflege. Das wäre dick voll Hopspflege. Und dann wartete sie mit eins an. Die Hopspflege, die andere Schale also über diese Hopspflege. Und dann sage ich, wartete sie mit eins an, der Wächter scheinbar niemals dicht bei. Der Wächter bleibe immer wieder auf. Mit eins wartete sie an, da wir in der Hopspflege. Und dadurch können sie immer Bibelstand haben, in der Bibel lesen, und einander mitteilen. Das wartet überhaupt nicht an. Und dort wie was, sie sagt, Gott, ich danke dir für die Hopspflege. Das haben wir angestört, ohne dass der Wächter und seine Dinge wird miteinander teilen. Und so fangen Bibelkreise in Frühstunde an, und dort lernen, und steigt die andere Frühs, und dank Gott für die Hopspflege. Wird wir das auch kennen? Fangen wir uns nicht alle da nur eine Früchte sein, was im Leben von anderen Menschen Sporen hinterlässt, was in Serien hinterlässt, dann lässt uns von der anfangen, unsere Freude zu sehen und für andere zum Sehen zu sein. Dann war wie frühes von
Serien sein. Ich möchte da aufschlitten ein paar Sachen. Mehrteile noch in das Buch. Bloß mit dem Welle und mit dem Wünschen und mit dem daran Bangen wird das nicht getan sein. Erst wenn wir uns selbst entschieden haben, seine Frucht zu werden, was Sehens Sporen hinterlässt, dann wird das auch passieren. Durch Gottes Gnade und durch die Liebe Gottes und durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist können wir zu den Frühes werden, die mit Freid voll sind, die voll von Frieden sind. Ich möchte mit Ihnen beten. Vater, ich habe Angst. Angst zu glauben, dass ich anders sehe, dass ich mich wirklich nicht verändern kann. Angst zu glauben, ich kann meine Trühe und meine schlechten Gefühle nicht aufleihen. Ich kann eine Frau werden, die die Traurigkeit im Leben sperrt, und der sich aber trotzdem entscheiden will, den Frieden zu suchen. Ich möchte hier in nu leben und ich möchte hier in nu mitteilen und von dir erbeten, dass ich Söhne sie, was der Frieden gewählt hat und was sie entschieden hat, das zu suchen. Gib du mir die Kraft und den Mut, mich auf diese Reise zu begeben und nur dem Sehen zu checken, was du Freud hast, wenn ich eine Früh von Sehen werden will. Ich möchte dir im Namen Jesu für all diese Frühes danken und für all diese Frühes Sehen erbeten. Amen.